Gute Morgen. An diesen kleinen Filmen, die wir heute machen, wie die Verfassungsrevision vorzustellen, wollte man natürlich auch über ein ganz wichtiges Thema schwätzen, weil das die letzten Jahre viel beschäftigt hat. Und das sind die medizinischen Aspekte. Und da wollten wir auch die Rechte von den Leuten, die Rechte von den Patienten stärken, auf der einen Seite, aber auch die Rechte von all den Leuten, die an den medizinischen Diensten arbeiten. Was tun wir gemerkt für die Patientenrechte, David? Da haben wir an die Verfassungsproposition in Artikel 17 dran geschrieben, wo wir sagen, nul acte médical ne peut être imposé contre la volonté de la personne. Und ich meine auch im Kontext von der ganzen Covid-Situation, die wir hatten, also es wichtig, wir wollen als RDR wirklich betonen, wir sind Partei von der Freiheit und von der Liberté de Choix. Dafür ist es für uns ganz klar, dass auch en Matière zum Beispiel der Vaccination, dass du musst immer den freien Choix holen. Und dann haben wir bei der Liberté de Conscience auch dran geschrieben, dass alle Doktor, alle Infirmier, jeder, der an diesen Sektoren schafft, nehmen das darf machen, soll machen, kann machen, was noch kann man zu einem gewissen vertreten. Wir wollen keinen Druck auf Doktoren, keinen Druck auf die Infirmieren, dass sie irgendeinen Akt medikal müssen vorholen oder einen Akt in medizinischen Charakter hat, den sie nicht können für in ihrem Gewissen vertreten. Das ist ganz wichtig, weil nicht nur das Europaparlament, wie auch von anderen Plätzen goufen an den letzten Jahren Forderungen erhoben für die Freiheit, das Recht von den Doktoren auf medizinische Personal anzuschränken. Das geht mit der ADR gar nicht. Wir respektieren die Gewissensfreiheit von all diesen Leuten. Vielmals merci.